Der Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen. Wir entwickeln die Technologie nur für den Menschen und nicht für ein Universum. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder mehr zurück zu dem, was der Mensch, ganz egal mit welcher Intellektualität er ausgestattet ist, annehmen kann und nicht eine Technik zu entwickeln, die zwar alle Stückchen spielt, aber der Mensch kann sie nicht bedienen. Dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Wort ist, sondern dass tatsächlich auch gehandelt wird. Das wünsche ich mir, weil dann können wir uns weiterentwickeln, können Innovationen umsetzen und können die dann auch im benachbarten Zentraleuropa oder auch in weiterer Entfernung wie jetzt in Abu Dhabi umsetzen, und da profitiert wieder die österreichische Wirtschaft. Ich sehe 2025 das Haus, nämlich das Einfamilienhaus, als autarke Zelle. Wir sind eine Insel, wo eigentlich, sage ich mal, als Metapher irgendwie auch gedacht, damit wir uns auch einmal Gedanken machen, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um. Ist es sehr, sehr wichtig, die Energieersparung. Unsere Firma macht sehr viel Research und Development jetzt in diese Sache. Ich möchte auf Jeremy Rifkin verweisen, der hier eigentlich sehr klar und sehr präzise diesen Gedanken weiterspinnt und sogar sagt, er teilt die Menschen und die Unternehmen insofern auf, als die hierarchisch und geschlossen denken und handeln und die proprietär, lateral und transparent und offen sind. Und das eben nicht nur in der Kommunikation, sondern möglicherweise auch im Austausch von Energie, eben in einer Vernetzung denken. Und er ist der Meinung, dass nur diese Unternehmen und auch Organisationen und Unternehmen erfolgreich sein werden.